Und somit hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 36 von Big Ambition im Leben von Charlie Cooper. Wir haben 1,95 Millionen auf dem Konto. Wenn alles klappt, haben wir heute Nacht um 12 die 2 Mios voll. Und was war das eigentlich? Eine Parkbuße. Import. Wir konnten nicht alle. Ja, schon ein paar Tage her. Ja, schön habt ihr wieder eingeschaltet für diesen Moment. Ich hoffe, dass das alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hier die Anwaltskanzlei schnalle ich auch nicht, ne? Die machen mal viel Gewinn und mal gar nichts. Giftstore. Alter, das ist halt geisteskrank, was der Klamottenladen da reinhaut, ne? Der Kundenservice ist noch nicht mal voll oben. Können halt immer noch die Preise anziehen. Ist eigentlich beim... Ja. Same. Okay. Gut, was machen wir denn heute noch bis 12 Uhr? Ich glaube, wir zocken noch ein bisschen. Weil wir wollen ja jetzt wissen, was passiert denn, wenn wir die 2 Mios voll haben. Und dann, seid ihr bereit, Leute? Let's go! Oh ja. Ho, ho, ho! I didn't expect that many millions. I hope you already paid off that loan, that $15,000 loan to Larry, huh? Anyways, you know, having all that money in a bank might feel good, but it's not that smart. Ever hear of negative interest? That means the bank wants money for holding on to your money. And second, you're gaining virtually nothing from all those millions. It would make a lot more sense putting your money into an investment fund. Okay. Wir sollen unsere Kohle nicht rumliegen lassen und sie investieren. Das ist schon mal ein guter Rat. Die Frage ist halt, in was? Na, da kann man sehr viel falsch machen. Und dann ist die Kohle schnell weg. Ich habe keine Ahnung, wenn die Bank aufmacht. Weil ich glaube, dafür müssen wir zur Bank. Bank. Wo ist denn die nächste Bankfiliale? Machen wir alles andere aus. Danke, können wir drin lassen. Supermarkt aus. Wir haben nur die eine Bank, ne? Die macht um 8 auf. Da gibt's... Ne, da... Hier ist auch noch eine. Jensen Capital. Das ist mein Anwaltsbüro, glaube ich, ne? Die Könige. Wo sind wir denn gerade? Ich check gerade nicht, wo oben und unten ist. Hier unten ist die eine. Hier sind wir. Und hier ist die große. Ja, dann gehen wir in die große, ne? Macht um 8 Uhr auf. Legen wir uns als Ziel. Let's go. Und dann erstmal was essen. Investiere mindestens 1 Million. Ja, das kriegen wir hin. Und ich würde sagen, für den Job nehmen wir den Porsche, ne? Das ist ein bisschen laut. Nachdem wir in der letzten Folge $100.000 für Blechschäden ausgegeben haben, ist das, glaube ich, ganz okay, wenn wir jetzt ein bisschen Geld investieren. Das Geld für uns arbeiten lassen. Rechts oder links rum? Ich glaube, rechts war gut. Was ist denn die Bank? Alter, sind wir gerade hinten drauf gefahren? Schade. Ach, shit. So viel zum Thema vorsichtiger fahren. Komme ich hier unten durch, ohne mir irgendwas kaputt zu machen? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts.
Albanstraße. Bitte nicht. Bitte nicht. War schon in meinen Wagen. Der war teuer. So, okay. Let's go. Guten Tag, ich würde gerne 1 Million investieren. Neues Darlehen, neue Investition. Investmentsfonds auswählen. Ich habe keine Ahnung. Wollen wir das ein bisschen splitten oder wie läuft das hier? Kann ich mir das vielleicht mal angucken? EcoView, Kapitalanlagen. Negativzinsen der Bank. Ach du Scheiße. Marketingkampagne für Giftstop haben wir immer noch am Laufen. Sehe ich denn, was ist vielleicht irgendwo? Oder ist es einfach, kann ich da jetzt random welche mir aussuchen? Ja komm, dann splitten wir das auf. Spitze global. Achso, Risiko, Mittel. 8 bis 15%. 2 bis 10%. Niedrig. 0 bis 4%. Ich bin ja eher so der Niedrigrisikotyp, ne? Dann hauen wir da mal eine Mio rein. Okay. Wo haben wir denn jetzt hier unser Portfolio? Änderungen in den letzten 14 Tagen ist natürlich noch nichts passiert. Aktueller Wert 1 Million. Gucken wir mal. Danke. Und warum? Ah. Danke. That's a much better place for your dollars. Believe me, no rich man will ever leave a lot of money in the bank. Investment funds are the way to go. The money works for you, just like your employees, okay? And on another subject, remember to take care of yourself. Okay. Focus a bit on your happiness. Life is not all about the accumulation of cash. Seit wann das denn? In der ganz neue Töne, Onkel. Okay, erreiche 100% Zufriedenheit. Ich weiß nicht, ob ich das tue, indem ich meine Steuern bezahlen gehe. Aber das könnten wir eigentlich auch mal machen, ne? Wo war denn nochmal die Steuerbehörde? Oh Gott. Ich sehe es einfach nicht. Bundessteuerbehörde, hier. Bundessteuerbehörde. Hier, ne? Komm, das machen wir auch mal. Weil dann schlafe ich ein bisschen besser, wenn die Steuern bezahlt sind. So, Mucke ist ein bisschen sehr laut, ne? Oder bin ich einfach zu leise? Komm, grüner will's nicht. Hopp, hopp. Ach, Alter. Was ist denn hier los? %100% Zufriedenheit erreichen bei so einem Verkehr. Was kann man denn noch machen für die Zufriedenheit? Außer zu Hause zocken und Fernsehen. Ah, scheiße. Nein. Oh Gott. Erstmal den Porsche-Schrott fahren. Das macht ganz zufrieden.
Reicht. Oh Gott. So. Gut, bei der Steuerbehörde würde ich jetzt lieber das andere Auto holen. Ich habe das Gefühl, das wird teuer, wenn ich mit dem hier vorfahre. Gehen wir mal gucken. Guten Tag. 16.000 Dollar. Ja, von mir aus. Ist jetzt erledigt? Ja, ne? Gut, 100% Zufriedenheit. Das müssten wir eigentlich hinkriegen, ne? Das kann zu. Ich möchte gerne nach zu Hause. Oh, Alter. Was war das denn für ein Drift? Der hat es gesehen, ich bin richtig rum durch den Kreisverkehr gefahren. Ich glaube auch das erste und letzte Mal. Alter, wie der ausbricht, wenn man eine Bremsung macht. The fuck? So. Parken, 15 Dollar kostet das. Das ist ja scheiße teuer. Gut, was machen wir denn? Ja, zocken, ne? Fernsehen. Let's go. Das wird irgendwie nicht mehr. Bisschen schlafen. Und 96.000 ist okay, das macht mich ganz zufrieden. 4 Stunden zocken. Das steigt halt nicht mehr, ne? Gerade. Ich versuche jetzt einfach alle Balken voll zu halten. Was kann ich denn noch machen, um die Zufriedenheit zu steigern? Allgemeines. Energie, Freude. Gewinne erzielen, persönliche Ziele erreichen, wichtige Ziele abschließen. Mindestens eine Stunde lang im Park spazieren gehen. Ah. Okay. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal im Park spazieren. Das wollte ich eh machen. Der ist doch gleich hier drüben. Wo geht's denn da rein? Hätten wir ein Auto nehmen sollen. Ach, come on. Irgendwo muss doch ein Tor sein. Oder ist das jetzt auch schon spazieren? Weil Gewinne mache ich hier genug. Gibt es da irgendwo ein Haupttor? Also eins sage ich euch, ich fahre mit dem Taxi nach Hause. Das ist doch der Park, ne? Also. Oder gibt es noch einen anderen Park? Ist das der Park? Echt, ist das der Park? Das ist halt für mich der richtige Park, ne? Aber ich glaube, der hat keinen Eingang. Hier, Taxi. Komm.
Wir testen das. Bring mich mal zum anderen Park. Hier, zu dem hier. Irgendwie sowas. So, und jetzt? Soll ich hier einfach eine Stunde rumrennen, oder? Oder muss ich vielleicht so gehen? Damit das zählt? Keine Ahnung. Einfach ein bisschen durch den Park rennen. Wie verwirrend mit den Bäumen, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, das bringt nichts. Aber wir ziehen es mal noch ein bisschen durch. Man weiß nie. Oh, jetzt wird's dunkel im Park. Da gehe ich lieber raus. Ah, wait. Wir haben es geschafft. Es hat funktioniert. Good to see you with a smile on your face. Warte. By the There you go. That's going to make your empire much less vulnerable to all these market changes that are possible. Anyway, now I got to get back to improving my golf swing. Hey, don't forget, I still got that sangria waiting for you at Marbella. See you later, kid. Erreiche eine Bewertung von 50 Millionen. Was ist denn meine Bewertung? Da war ein Zwischenziel. Kann ich das nochmal sehen? Wo sehe ich denn meine Ziele? Das sind die persönlichen Ziele. Wäre cool, wenn ich mir irgendwo angucken könnte, was der vorhin gesagt hat, wo ich irgendwas haben wir dazwischen. 3,6 Millionen. Wo kommen die jetzt her? Ach, Gesamtvermögen. Ist mein Dings schon gestiegen oder was? Also. Jetzt nicht so wahnsinnig, aber ist besser als Minus. Wie erreiche ich dann? Also ich schnell es gerade gar nicht. Cooper AG in Ecoview. Isman. Ich schnall's gar nicht. Erreiche eine Bewertung von 50 Millionen. Geschäftsarten. Onkel, Hilfe. Scheiße. Ich hoffe, ich kann mir das gleich in der... Ich meine, ihr könnt jetzt zurückspulen und Pause drücken. Ich kann das leider nicht. Aber ich kann das, wenn die Folge vorbei ist. Ich finde es dann raus, wie das denn funktioniert. Weil wir haben ein Ziel haben wir direkt erfüllt. Was dazwischen lag. Aber ich weiß halt nicht, was das jetzt war. Ah, hier vielleicht. Umsatz
Ob du einen Umsatzrückgang im Garment District bemerkt hast, man kann es nie vorhersehen. Mal geht es hoch, mal runter. Am besten ist es, dein Unternehmen zu verteilen. Risikostreuung nennen wir das. Okay. Was geht es? Ja, das haben wir ja gemacht in anderen Districts. Okay, einfach in verschiedenen Bereichen Läden aufmachen. Ja, in Marbella wartet eine Sangria auf mich. Okay, aber wie erreiche ich denn eine Bewertung von 50 Millionen? Ist das, was ich auf dem Konto habe, oder ist doch nicht meine Bewertung? Das verstehe ich gerade nicht. Mal gucken hier. Bisman. Leute. Mm, 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 mm. Ah. Ich verstehe nicht, wo ich meine also meine Firmenbewertung sehe. Weil das ist ja nicht mein Privatvermögen. Was habe ich jetzt gemacht? Also, Ziel erreicht. Wow. Ich schneid's echt gerade nicht, ne? Naja, ist okay. Wir machen einfach weiter und scheffeln Kohle. Würde ich sagen, ne? Aber das war doch, irgendwo hat man das doch gesehen. Irgendwo haben wir das doch gesehen. Können wir anfangen, Immobilien zu kaufen. Kann ich so auch Kohle investieren? Ja, ne? Komm, dann hauen wir da nochmal was rein. Nochmal eine Mio rein. So. 2 Millionen. Gucken wir mal, was passiert. War das denn, Mann? Ich habe keine Ahnung. Ah, hier, Gesamtvermögen. 3,8 Millionen. Ich glaube, das könnte das sein. Weil ich habe ja nicht 3,8. Also, ne? Mal gucken. So, was machen wir denn jetzt noch? Der angefangenen Zeit. Wir können mal gucken, was wir in der nächsten Folge vielleicht angehen. Echo View. Nee, Market Insider. Ich möchte gerne mal was in Murray Hill. Oh, warte mal. Garment District. Das Kitchen, die sind alle noch teurer, ne? Ach du Scheiße. War das hier für 10 Millionen? Okay, Nachfrage in Hell's Kitchen. Dann Donuts und Pommes. Preiswerte Blumenladen wäre eigentlich auch cool, ne? Donutladen.
Ein Donutladen. Ein teurer Schmuckladen. Preiswerte. Okay. Wir gehen nach Murray Hill und machen einen, wie sagt man? Einen Juwelier. In Murray Hill. Ein Juwelier in Murray Hill. Wir brauchen dazu einen Laden. Ich glaube, Murray Hill ist hier oben, ne? Warte mal, macht es denn überhaupt Sinn, in Murray Hill ein Juwelier aufzumachen? Market Insider. Murray Hill war Arbeiterklasse. Mittelschicht, Oberschicht. Ja, mal gucken. Ja, vielleicht. Die wollen das auf jeden Fall. Mal gucken. Murray Hill. Das war hier drüben, ne? Genau, 37er. Das ist halt ein Riesenladen. 34er. 48er. So was hier. Kann ich eigentlich jetzt hier... Warte mal. Wenn ich hier Murray Hill... Ach so, dann wird das eingezeichnet. Okay. 38er, 48er, 15, 11, 12, 10, 42. Zu groß und das ist dann schon nicht mehr Murray Hill, ne? Doch. 44. 40. 30. Das ist ein kleiner auch. 49. Der ist riesig. Okay, hier ist ein 44er und der ist 48. Ne, ich glaube, ich nehme den. 106 $. Yeah. Neues Unternehmen gründen. Einen Juwelier. Coopers Klunker. Alrighty. Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Wir können schon mal, was wir schon mal machen können, ist ein paar Mitarbeiter bestellen. Kontakte. Und zwar jede Menge Mitarbeiter. Coopers Klunker. Kundendienst. Weil ich will da nur Vollzeitkräfte. Tätigen. Und ich will für Coopers Klunker auch eine Reinigung. So. Boah. $163.000. Lieferungen sind gekommen. Das ist alles Cooper, das ist klar. Ich glaube, wir müssen noch mal ein paar Stunden schlafen, dann müssten die ganzen Dinger hier sein. Mach mal einmal 24 Stunden. Let's go. Jawohl, jawohl. Das will ich hören, das ist Musik in meinen Ohren. So, warum macht eigentlich der Laden jetzt weniger Kohle? Ist das zu teuer?
Aber dann würde es doch hier runtergehen. Kundenservice. Die sind doch alle mittlerweile. Na gut, nee, die sind noch nicht so krass, ne? Okay. So, apropos krass. Was haben wir denn hier? Kundendienst, Vollzeit, nehmen wir. Reinigung, Teilzeit, ja. Reinigung, Teilzeit, Vollzeit, 4 Tage Woche, ja. Vollzeit, Kundendienst, nehmen wir. Irgendwo werde ich sie schon brauchen. Teilzeit, Reinigung, Teilzeit, Kundendienst. Hallo? Teilzeit, hier, Vollzeitreinigung, let's go. Reinigung, Teilzeit. Teilzeit, Vollzeit, Kundendienst, let's go. Das ist alles, was ihr mir schickt? Nun ja. Dann gucken wir mal. Wir können ja schon mal ein bisschen trainieren. Die ballern wir jetzt richtig hoch und dann machen wir einen Juwelierladen auf. So. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr den mögt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis gleich, Timochi. Ciao.